Kapitel 2, Punkt 3, Punkt 2. Ash-Shirk al-Asghar, kleiner Schirk. Mahmud ibn Lubayt überliefert, dass der Gesandte Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, gesagt hat: Das, was ich für euch am meisten befürchte, ist Ash-Shirk al-Asghar, der kleine Schirk. Die Gefährten fragten: O Gesandter Allahs, was ist kleiner Schirk? Er antwortete: Ar-Riya, die Augendienerei. Wahrlich, Allah wird am Tage der Auferstehung, wenn die Leute ihre Belohnung erhalten, sagen: Geh zu denjenigen, vor denen du in der materiellen Welt Augendienerei betrieben hast, und schau, ob du von ihnen deinen Lohn bekommst. Mahmud ibn Lubayt sagte auch: Der Prophet, Frieden und Segen seien auf ihm, kam heraus und verkündete: O Leute, hütet euch vor dem heimlichen Schirk. Die Leute fragten: O Gesandter Allahs, was ist der heimliche Schirk? Er antwortete: Wenn ein Mann zum Gebet aufsteht und danach strebt, sein Gebet zu verschönern, nur weil die Leute ihm dabei zusehen, so ist dies der heimliche Schirk. Riya, die Augendienerei, ist die Verrichtung jedweder Art des Gottesdienstes, um dabei von den Leuten gesehen und gelobt zu werden. Diese Sünde vernichtet den ganzen Nutzen einer rechtschaffenen Tat und bringt dem Übeltäter eine ernste Strafe ein. Die besondere Gefährlichkeit liegt darin, dass der Mensch von Natur aus dazu neigt, sich das Lob seiner Gefährten zu wünschen und daran Freude zu finden. Daher ist für die Menschen äußerste Vorsicht geboten, vor dem üblen Vergehen eine gottesdienstliche Handlung darzubieten, um damit die Leute zu beeindrucken oder ihr Lob auf sich zu ziehen. Diese Gefahr ist sehr bedeutsam für die Gläubigen, deren Ziel es ist, alle Handlungen ihres Lebens in religiöse Handlungen zu verwandeln, die allein Allah gewidmet sind. Tatsache ist, dass die Wahrscheinlichkeit für einen wissenden und wahren Gläubigen, Ash-Shirk al-Akbar, den großen Schirk zu begehen, sehr gering ist, da die Falle zu offensichtlich ist. Aber wie für jeden anderen auch ist für den wahren Gläubigen die Gefahr, Riya, also Augendienerei zu begehen, sehr groß, da sie sehr versteckt ist. Es bedarf nur einer einfachen Änderung in der Absicht. Die dahinterstehenden treibenden Kräfte sind, da sie der inneren Natur des Menschen entspringen, ebenfalls sehr stark. Ibn Abbas warnt davor, als er sagte: Schirk ist versteckter als eine schwarze Ameise, die auf einem schwarzen Stein in der Mitte einer mondlosen Nacht schleicht. Daher muss man mit größter Sorgfalt darauf achten, dass man seine guten Taten stets mit reiner Absicht beginnt und diese rein hält. Um dies sicherzustellen, ist es im Islam vorgeschrieben, vor allen wichtigen Handlungen den Namen Allahs auszusprechen. Eine Reihe von Duas, Bittgebeten, wurde ebenfalls vom Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, vor und nach allen natürlichen Gewohnheiten wie Essen, Trinken, Schlafen, Geschlechtsverkehr, ja sogar beim Gang zur Toilette vorgeschrieben, um diese tagtäglichen Handlungen in gottesdienstliche Handlungen zu verwandeln. Außerdem dient es dazu, ein starkes Bewusstsein von Allah zu entwickeln. Genau dieses Bewusstsein, das Taqwa, Gottesfurcht genannt wird, ist es, das sicherstellt, dass die Absichten rein bleiben. Darüber hinaus gab uns der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, die Möglichkeit, uns vor den schwer vermeidbaren Handlungen des Schirk zu schützen, indem er uns gewisse Bittgebete beibrachte, die man zu jeder Zeit sprechen kann. Abu Musa sagte: Eines Tages hielt der Gesandte Allahs eine Predigt.
Dabei sagte er: O Leute, fürchtet Schirk, denn Schirk ist versteckter als eine schleichende Ameise. Jene, denen Allah es wünschte, fragten: Und wie vermeiden wir es, o Gesandter Allahs, wenn es versteckter ist als eine schleichende Ameise? Er entgegnete: Sag: Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. O Allah, wir suchen Zuflucht bei dir vor dem absichtlich zu begehenden Schirk und wir bitten dich um Vergebung für das, worüber wir nicht Bescheid wissen. In den nachfolgenden Kapiteln werden wir die bekanntesten Gebiete behandeln, in denen Schirk üblicherweise in allen drei Aspekten auftritt.